Falls du es verpasst hast, bitte spiel. Oxenfree. Ich habe es durchgespielt. Ich kann nicht mehr ganz außer Atem, es ist so geil. Ich erzähle dir wieso. Es ist ein storyfokussiertes Adventure-Game von Night School Studios. Es fängt alles so ein bisschen klischee-mässig an. Eine Gruppe von Teenagern, die einfach nur Party machen und saufen auf einer verlassenen Insel. Und dann kommt alles anders, als sie sich das erhofft haben und sie kämpfen um ihr Überleben in dieser Nacht. Also Classic 80s Horror-Movie-Style sozusagen. Jetzt wird es aber ein bisschen Komisch. Weil auf dieser Insel gibt es bestimmte Punkte, wo, wenn man das Radio dabei hat und die richtige Frequenz eingestellt hat, hört man komische Geräusche und komische Stimmen von irgendwoher aus dem Radio. Darum nimmt der Hauptcharakter vom Spiel, Alex, ein Radiogerät mit, damit die Teenager diesen komischen Geräuschen und Stimmen nachgehen können. Anstatt dass sie also normal Party machen am Strand und einfach saufen wie normale Teenager, gehen sie diesen Stimmen nach, sie landen in einer Hölle, dort entdecken sie etwas, sie machen etwas mit dem, was sie entdeckt haben und das wird ihr Leben für immer verändern und sie müssen um ihr Überleben kämpfen in dieser Nacht. Wieso hat ihr das gemacht? Ihr seid so dumm. I can't even, what's... Und ich will nicht zu viel verraten, aber wenn ihr Fan seid von Lost, Stranger Things, A Night in the Woods, Firewatch oder Life is Strange, dann werdet ihr die Story in diesem Spiel lieben. Du weißt eigentlich nie genau, was passiert. Du denkst, dass du weißt, wo die Story wird hergehen und dann gibt es irgendwie einen 180-Turn und es ist irgendwie ganz anders, als es jeder gedacht hat und du kommst nicht raus und es ist alles nur noch What the fuck? Was passiert hier? Bin ich verrückt? Und das Geilste, ich bin nicht jemand, der das Spiel in kurzer Zeit zweimal hintereinander durchspielt. Ganz und gar nicht. Aber bei diesem Spiel, du wirst nach den Credits, nach dem ersten Mal durchspielen, müssen ein zweites Mal durchspielen, weil die Story am Ende so einen riesen Mindfuck hat. Der grösste Mindfuck. den ich je erlebt in einem Spiel. Und du wirst einfach ein zweites Mal durchspielen, weil ich will nicht zu viel verraten, weil es ein Spoiler ist, aber es ist einfach verdammt geil. Und ja, wenn ihr nicht überzeugt seid von der Story oder von dem, was ich so ein bisschen angedeutet habe von der Story, dann wird euch vielleicht die Grafik überzeugen. Ich meine, schaut es mal an, es sieht echt wunderschön aus. Das Sounddesign ist auch etwas vom Geilsten, was ich je erlebt habe. Die Geräusche, die du aus dem Radio hörst, die komischen Stimmen, die Anweisungen, es ist alles extrem creepy. Und die Musik ist... Oh. The island is famously named after Colonel Caleb Edwards for his glorious and triumphant slaughtering of countless families. Das Gameplay ist relativ simpel. Böse Zungen würden sagen, es ist ein Walking Simulator. Und ich würde entgegenhalten, das Walken macht extrem Spass, weil du eben nicht weisst, was für weirde Shit das wird passieren, wenn du weiterläufst. Und auch noch etwas Wichtiges, wieso das Walken lustig ist das Dialogsystem. Du redest nämlich viel mit den Leuten, während du am Laufen bist, und es fühlt sich alles extrem organisch an. Im Gegensatz zu anderen Spielen musst du nicht warten, bis jemand einen Satz beendet hat, sondern du kannst anderen Leuten einfach in den Satz hineingehen. Yeah, you think he'd be a little old to need a babysitter, but here we are. Yeah, if I don't have anyone to burp me, it becomes a real issue. Aber Wenn ihr euch das Spiel kauft, dann möchte ich nicht, dass ihr reingeht und denkt, dass es perfekt ist, weil das ist es nicht. Wenn man zum Beispiel alle Collectibles auf der Insel finden will, dann gibt es extrem viel Backtracking und die Figuren laufen extrem langsam und das motiviert nicht zum Suchen. Plus hinzu kommen noch ein paar mühsame technische Limitationen wie extrem lange Ladezeiten, extrem nervige Ruckler und nervige Bugs, die dich daran hindern, weiterzukommen. Aber im Großen und Ganzen ist das scheissegal. Glaubt mir einfach, falls ihr das verpasst habt, holt Oxenfree nach. Ihr werdet es nicht bereuen, ihr werdet die Story lieben. macht es einfach kaufen. Es ist so billig auf allen möglichen Plattformen.